Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Terranigma auf Pelzig. So, nach der ellenlangen Episode von Städteentwicklung können wir uns jetzt endlich hier mal in Jamai umgucken. Und ich mache trotzdem Bilder. Ach, wenn ich in Jamai keine Entwicklung herbeiführen kann, will ich es doch trotzdem fotografieren. Im Hotel waren wir schon, aber die haben auch dort Touristbüro. Wer hätte es gedacht? Du willst Burg de Lerchenfeld sehen? Ja, ich lieb Burger. Kann ich Drachefels besichtigen? Sorry, aber die Burg ist nicht mehr besichtigt, darf nicht mehr besichtigt werden, denn die Burg wurde verkauft. Der neue Besitzer duldet keine Besucher. Ah, je. In dieser Gegend gibt es nicht nur Burg de Lerchenfels zu sehen. Ah, je. Und du, Japaner, was sagst du dazu? Ja, wollten Burg de Lerchenfels sehen. Doch dann ließ man uns nicht herein. Ich hoffe, der Mann begeht Seppuku. Und du hier? Lerchenfels war vor langer Zeit ein stolzer Königssitz. Lange Jahre habe ich Burgführungen veranstaltet. Nun bin ich ohne Job. Ach Gott, sorry. Das tut mir leid für dich. Aber mache ich definitiv auch nochmal Bilder davon. Mit deiner vielen Neonröhre, du musst mir doch Bilder davon machen. Wie sieht's dann hier aus? Oh, die haben auch einen Magier hier. Was hat dann der für uns? Ah, der hätte noch andere Zauber im Repertoire für uns. Ah, der fehlt uns noch. Setzt die Kraft der Sonne frei. 2 Kristalle mehr und ich kann das Ding noch kaufen. Das ist der uns im Sortiment noch fehlt. Laden. Na, was ist mit dir? Hallo Süßel, willkommen. Was kann ich für dich tun? Handel mit Otaku? Ich mag nichts einkaufen. Wo ist denn der Laden vom Otaku? Otakus Laden? Du findest ihn neben der Drogerie. Er hat allerdings zu früher besaß er den Laden zusammen mit seinem Bruder Wong. Okay, du hier? Schau dir ruhig alles an. Okay, was ist denn das hier? Damit muss man sich einfach ausrüsten. Okay, scheint so ein Karate-Artzug zu sein, das du. Fliegende Drachen zieren die Waffe. Sehr geil. Aber das ist schlechter als die ich jetzt trage. Insofern, das kann ich dann leider nicht tragen. Das tut mir auch leid. Ich steht ja auch gern mehr hole, hätte man doch nur mehr Inventar. Schön wär's. Okay, Orakel brauchen wir nicht unbedingt. Heieiei. So, was gibt's denn hier noch Schönes? Ah, Motto. Ein Kristall haben sie für uns aufbewahrt. So, da ist auch noch was. Und das ist auch noch etwas, was wichtig sein wird für später. Es war grausam. Sie ist einfach so in der Kälte auszusetzen. Wenn ich nur wüsste, ob meine Tochter noch am Leben ist. Oh, Lisi. Jetzt geht es uns gut, doch früher war es manchmal halt. Wir mussten sogar unser Baby umsetzen, um selbst zu überleben. Heute bereue ich es. Ich bete, dass Lisi noch am Leben ist. Ich würde viel dafür geben, sie wenigstens einmal zu sehen. Wir haben nur an uns gedacht. Ja, das ist schrecklich. Es gibt aber heutzutage leider immer noch so Situationen, wo die Leute zu sowas gezwungen sind. Und das persönlich ist schon echt grausam, würde ich sagen. Aber wir haben auch zufällig im Nomadecamp bei Lhasa zufälligerweise was gesehen von wegen ausgesetztes Kind und so. Das mache ich dann auch noch, wenn die Zeit soweit ist. Aber ich wollte zuerst die Eltern treffen, weil nur so wissen was. Ich kenne die Stadt sehr gut. Gut, vor allem sehr gut. Es gibt hier etwas Besonderes. Neugierig? Ja klar. Genau so. Die Leute haben viel zu erzählen. Man sagt, dass der Schatz der Burg gestohlen wurde. Mit den Turbo-Schuhen kannst du spulten und Gegner lammen. Der Dieb soll sich auf einer Insel versteckt halten. So. Die Hämmer aber schon. Das ist auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass man die Turboschuhe brauchen. Ich finde es auch so geil gemacht, wenn ich jetzt gerade mal hochgehe, wie mit den Rohre hier, wie ihr die Verbindungsrohre seht, die so over drüber laufen an der Deck von dem Stockwerk. Sehr geil gemacht. Ach ja. Okay. Jetzt mag ich aber trotzdem nochmal wo hier, weil es da noch was gibt, was uns wichtig ist. War das auch, oder war das? Genau, da liegt jemand, den wir kennen. Hey, hier haben Männer keinen Zutritt, nur für Frauen. Diese Leisende ist plötzlich krank geworden. Jetzt lud sie sich aus.
Selbst der beste Arzt der Stadt kann ihr nicht helfen. Leider. Oh je. Muss sie schützen, Melina, selbst wenn ich sterben sollte. Eieiei. Könnte ein Indiz darauf sein, dass man Melina und Füder wieder sehen. In dem Gebiet hier. Ehrlich, aber leckere Flüchte, 0,10 Taler. Billig. Der Kauf lohnt sich. Cleverer Kerl. Alles klar. Ja, wie er noch den Daumen hoch gezeigt hat, sehr gut. Ich habe eine heiße Brennnesselsuppe gekocht, nur 10 Taler, blabierst du? Die Suppe schmeckt gut. Auch wenn sie melkwürdig liegt. Das ist mir egal, ich habe kaum Geruchssinn. Scharf. Die Zutaten sind geheim. Ach gut. Dann gehen wir noch dort hier. Du müsst jetzt mal ganz noch gucken im Bildschirmrand. Achtung. Sehen wir da einen Bauch und einen Fisch. Und jetzt, wenn ich reingehe, genau hier gucke, so ein Buddha ist da abgebildet. Bei Medizin. Ja, und so Schlangezeug, eingelegte Schlange, das wurde auch früher und wird auch heute noch der chinesische Medizin sehr gezielt eingesetzt. Er ist ein großartiger Arzt. Es gibt nichts, was er nicht heilt. Ja, außer die Füder, wie sie aussieht. Hallo, ist ein Freund des kleinen Mädchens. Sie leidet sehr. Ein Fieber lässt böse Träume plagt sie. Sie kann ihnen nicht entkommen. Nur eine Wurzel namens Ginseng kann sie von ihrer Qual erlösen. Otakus Laden hat früher Ginseng verkauft, doch den gibt's nicht mehr. Leider, auch ich beleuchte Ginseng. Ja, so ist es halt. Ach ja, da braucht man einen guten Ginseng-Dealer, wie es aussieht. Und dann könnte man da kriegen. Ja, es ist am Anfang auch ein bisschen schwierig, das zu finden. Otaku. Otaku ist oben, doch er verhält sich merkwürdig. Er redet mit jedem. Nicht mit jedem. Okay. Probieren wir es doch gerade mal. Mit uns muss er doch retten. Und Otaku, okay, auch wenn er wieder absolute Klischee-Chines aussieht, es fehlen nur noch die unglaubliche Rassistenschneidezähne, wie so 2 Kaugummi-Drops vorne. Würde ich ihn eigentlich ganz gern auf Japanisch, mit japanischem Akzent wieder synchronisieren, weil Otaku, das ist ja eindeutig japanisch. Was möchtest du? Ginseng. Man hat mal gesagt, dass du ein Kraut hast, was Ginseng heißt. Jemand ist krank war, hast du noch ein bisschen was davor übrig? Ich verkaufe nichts mehr. Spende jetzt. Warte. Vielleicht habe ich tatsächlich dieses Ginseng. Kommen wir ins Geschäft? Sicher doch. Geschäft, was meinst du damit? Ich habe einen Bruder. Wong. Einst waren wir Partner. Wong brach eines Tages auf. Keiner weiß, wohin er ging. Vielleicht ist er ja der neue Besitzer der Burg. Doch ich hörte auch Schreckliches. Man sagt, Wong habe Dinge gesammelt und sie zur Burg gebracht. Ich mache mir große Sorgen um Wong. Ein bisschen unnötig, die Cutscene irgendwie. Naja. Das ist meiner Meinung nach die unnötigste Cutscene überhaupt. Das hätte uns auch so Sache können. Wir wissen jetzt halt nur, dass er ein bisschen anders gefärbt ist als er. Ich gebe dir Ginseng. Kümmere dich um Wong. Wenn Wong Böses tut, muss man ihn aufhalten. Tust du das für mich? Jo, du scheinst sehr besorgt um deinen Bruder zu sein. Ich wäre nur ein Gucker. Das tust du? Welch nobler Zug. Das ist Ginseng. Es hilft gegen jede Krankheit. Gib es weiter. Und Ark erhält Ginseng. Geil. Ich muss auch dazu sagen, das habe ich auch bei Tinui gesehen, bei ihrem Terranigma Let's Play. Muss ich aber auch echt dazu sagen, ich habe Selemols auch noch nie was von Ginseng gehört. Die Pflanze heilt Krankheiten, alles klar. Und habe erst durch Terranigma von Ginseng erfahren, dass es das gibt, so als Wurzel. Und habe dann mal so einen Ginseng-Tee getrunken, da war ich dann auch nicht älter als 9 oder so. Und es war nicht so meins, um ehrlich zu sein. Es hat sehr schwach geschmeckt, nicht so besonders toll. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich trinke Ginseng-Tee schon ganz gern mal hin und wieder und süß den dann auch mal ganz gern mit Honig. Also auf jeden Fall Ginseng-Tee trinke ich immer noch ganz gern. Habe ich dank Terranigma auf jeden Fall auch Beibehalter. Also an der Stelle uns verbindet wieder was Tinui hier. Okay, die babbelt wieder und jetzt geben wir ihr die Wurzel. Die kriegt sie jetzt im Ruhezustand in der Rache reingepetzt. Was soll ich mit dem Ginseng schaffen? Bring's zum Arzt. Okay,
Na gut. Ich wollte gerade sagen, wir petzen hier das jetzt einfach mal so in die Gosch rein. Na gut. Quatsch, Dummkopf. Da muss mal lang. So, da ist nämlich der Apotheker, der Arzt. So. Medizin. Jetzt kann der da draus was machen. Da müssen wir ja nicht die rohe Wurzel, die Kehle reinschieben. Hollele! Hier hast du Ginseng. Gib dies deiner kranken Freundin. Sie soll es zerlinken. Es wird sie von ihren Albträumen befreien. Für alle Zeit. Versuch es. Okay. Na gut. Dann muss ich ja wohl doch einfach so reinpetzen, weil ein Tee oder so haben wir jetzt nicht rausgekocht kriegt. Oder Pastille oder sowas. Oder andere Tee hergestellt. Der hat Pille gedreht. Gar nichts. Das heißt, ich muss auch jetzt die rohe Wurzel in der Racherei kloppen. Na, dann machen wir das doch mal. Ich bin beim Arzt gewesen. Er hat gesagt, dass die Kraft von Ginseng den Albtraum von dir nehmen wird. Den Albtraum? Aber wie kann man den besiegen? Was will ich denn machen? Ja, ich gebe auch das Ginseng. Ich muss etwas machen. Sie leid fürchterlich. Arg gibt für das Ginseng. Da 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 dam dam dam. Die Wirkung hat Ginseng leider nicht wirklich. Aber wir haben einen Einblick in ihr Träume. Hoheit, wir haben keine Spur vom Schatz gefunden. Halt die Gosch! Der Schatz muss sich in dieser Stadt befinden. Der Bürgermeister hat eine Tochter. Finde sie und sperre sie ein. Ich werde gnädig sein, Füda. Wenn der Bürgermeister uns weiterhilft, frag ihn nach dem Schatz. Wenn er sich weigert zu retten, dann töte ihn. Alle anderen sollen auch ihn gerichtet werden. Hoheit, es ist niemand außer den Dorfbewohner hier. Sowas. Füda, du weißt, was nun geschieht. Du kannst mich nicht ablehnen, ich habe dich großgezogen. Greift an, Unterwerfung oder Tod. Schwappelt da jetzt raus. Gott sei Dank ist der Drecksack auch tot. Ja. Dann gehen wir durch die Turban Lady. Und hier gucken die ja hoher irgendwie auch raus. Auch ein bisschen komisch. Ja, das sind zwei, die wir auch noch kennen. Von einer Traumsequenz, als wir es auch im Schloss gezeigt haben. Ich verstehe, guck nicht so leidend. Das Schicksal hat uns zu den Hüter vom Schatz gemacht. Wir werden eher sterben, als es versteckt zu offenbaren. Vernicht uns, oder sie werden dich vernichten. Aber mehr nur liegen. Die Melina. Beschützt unsere Tochter. Es tut mir leid. Ich kann euch nicht retten. Es tut mir so leid. Aber ich gelobe, dass ich die Melina mit meinem Leben schütze werde. Das ist auch sowas, was man nicht unbedingt on-screen sehen muss. Hat sie wahrscheinlich schnell umgebracht. Ja, es war Zwangssituation, oder dafür hasse ich sie bestimmt nicht. Was will ich du schon arg? Ich habe Melinas Eltern umgebracht. Ich bin der Ursprung von deren Misere. Niemals werde ich wieder reines Gewissen haben können. Du denkst sicher, dass ich bes bin. Das stimmt nicht. Du hast Melina mit bestem Gewissen beschützt. Das macht meine Tate nicht vergessen. Und? Willst du die Bewachung von der Melina einstellen? Jetzt reiß dich mal zusammen, Mädel. Wenn sie beschützt, wenn du sie nicht beschützt, wer dann sonst? Tja, so sieht's aus. Und jetzt sind wir wieder drin. Hat wahrscheinlich im Schlaf gerettet und der Ark ist ja dann erschienen im Traum wohl. Ach, Prinzessin Burg Drachefels muss mich dummle. Ja, so sieht's aus. Und ich mich auch. Jetzt können wir auch noch Burg Drachefels gehen. Und das Level ist auch so ein Ding, entweder mal hasst oder mal liebt. Ich persönlich finde es großartig, Burg Drachefels. Aber ich habe schon so viele Leute gehört, die gesagt haben, dass sie Burg Drachefels absolut schrecklich und nervig finden. Ja, es hat wirklich ein paar nervige Passagen am Anfang, aber ich persönlich finde Burg Drachefels großartig als Level. Gerade weil so viel Plot und NSC dort zusammenkommen, so wie der Knarze hier, der hier rumhupst wie Hupfdohl. Hey, yo, du bist da, ich habe dich schon gesucht. Ich hörte, du hast Will geholfen. Du bist sogar ein bisschen Mai gereist, um Flugzeugteile zu besorgen, Bro. Das war echt nett von dir, deshalb werde ich mich dir anschließen. Hast du etwas entdeckt, yo? Jo.
Mir ist aufgefallen, dass Otakus Bruder Wong seltsame Sachen hat. Scheint mysteriöse Vorgänge auf Burg Drachefels verwickelt zu sein. Ja, das habe ich auch gehört. Das hat wohl mit dem Besitzer zu tun. Ich hatte das im Gefühl, hier stimmt etwas ganz und gar nicht. What the fuck? Ganz recht, alright. Lass uns die Burg stürmen. No pattern. Okay, und der walzt jetzt so rum. Also der hat wahrscheinlich auch einen Schädel wie eine Kuh, wenn er jetzt so hier geht. Na gut, wir gehen mal hier. Und ach, hier ist wieder diese Burgmusik, wie wir es in Toronia gehabt haben. That's a Dragon Castle. Wirf ruhig mal einen Blick hinein. Zum Starren ist jetzt keine Zeit. Weiter geht's. Alright, Bro. Ich lenke es hier ab und du schleichst dich in das Schloss hinein. Ready, go! Wieder die Musik, die ist auch so geil. Die Parry-Musik ist auch echt cool. Aber es sieht ein bisschen anders aus als in Toronia. Wie der alte Chines mit der Halbglatz verarscht. Großartig. Und da wir jetzt die Kamera Achnimi brauchen und ähnliches, würde ich sagen, wir machen es, wie es der Parry gesagt hat. Wir stürmen Burg Drachefeld. Nein, verdammt, das wollte ich doch mit der Musik machen. Immer in die falsche Richtung geklotzt. Scheiß drauf, wir stürmen die Burg trotzdem. Da ist halt mit der etwas epischere Schlossmusik. Zack, rein. Und jetzt kommt es. Der hat eine Taschenlampe, von der dürfen wir uns nicht verwischen lassen, sonst landen wir wieder draußen. Das ist nicht so toll. Hier aber ist es, glaube ich, scheißegal, ob wir verwischt werden oder nicht. Ich muss gerade mal überlegen. Ja, da geht's schon weiter. Dafür nehmen wir die Wasserkrüge und schmeißen sie auf die Kerze. Das habe ich am Anfang echt nicht gecheckt, bis ich mal auf die Idee gekommen bin, dass das Wasser sein soll und dass man die Kerze ja abschmeißen muss. Ich meine, man kann ja auch einfach hier seinen Zeigefinger und Daumen befeuchten und die Kerze so ausmachen, aber der gute feine Herr braucht einen ganzen Wasserkrug, den an den Dinger zerschmettern muss. Dann geht's auch weiter. Ich glaube, hier bin ich schon weiter, als ich müsste. Ganz sicher bin ich mal gerade auch nicht mehr. Hier ist nix, okay. Gerade mal gucken. Ah ne, ich glaube, das ist erst später im Spielverlauf wichtig, ja. Jetzt können wir auch durchaus hier die Turboschuhe, Turboschuhe nutzen und können hier. Das ist erst im weiteren Spielverlauf wichtig, genau. Ah, manchmal habe ich es echt nicht mehr im Kopf. So. Okay. Guckst wie gedupst, der erreicht uns ja sowieso nicht. Wenn ich da jetzt in der Taschenlampe-Scheinreihe renne, ist das, glaube ich, scheißegal. Gerade mal gucken, ja. Der sieht uns halt nicht auf der Ebene. Da muss ich, glaube ich, zuerst rein. Ich mag auch die Musik, um ehrlich zu sein, wirklich. Gefällt mir sehr gut. Und mit dem Burgbausatz-Kasten hat man anscheinend auch ein bisschen das anders darstellen können als Schloss Toronia. Ohne geht's halt weiter. Das mag ich mich noch mal kurz da umgucken. Oh, da ist aber auch ein Grafikfehler drin, sehe ich. Argwood von einem Wächter entdeckt. Okay, jetzt werden wir wieder rausgeschmissen. Na gut. An den Nachtwächter müssen wir auf jeden Fall vorbei. Gerade noch Renner. Jawohl, hat gerade noch so geklappt. Da ist noch so ein Hansel. Bin jetzt schnell. Und da bin ich einmal voll in die Falle gelatscht. Da ist nämlich gleich der... Ah, nett. Doch, nett. Da war das woanders. Okay. So, dann dort und dort. Und dann war es, glaube ich, hier lang. Und hier. Dann finden wir nämlich hier noch einen Kristall. Damit können wir dann den letzten Ring uns noch holen. Da können wir auch runtergehen. Und finden dort noch diverse Kisten. Die holen wir uns auf jeden Fall noch ab. So, und zwar, warum auch immer so Schluchten in den Burgen drin sind. Naja, gehältet Götterknoll, das ist schon mal sehr gut. Und 300 Taler. Ach, die kann man echt gebrauchen. Ich spare derzeit auf irgendeine Wohnung. Okay, dann gib Gas, Arg. Autsch. Da geht's runter. Und da sind wir in einem nicht so schönen Gebiet hier vom Schloss mal wieder. Ach ja. Schön finde ich aber auch, dass man in dem Schloss mal nicht kämpfen muss, sondern dass hier alles ohne Waffe geregelt wird. Das ist einmal eine sehr nette Abwechslung, wie ich finde. Da haben wir noch einen Kristall.
Und da war nichts mehr. Okay. Genau, von dort kommen wir. Und da war noch ein Weg noch aber. Zwar hier. Okay. Da kommen wir in die einladende Gegend und können von dort aus hier noch was schnappen. Aber dafür muss ich erstmal wieder Platz schaffen. Und zwar muss ich hier rein. Und was muss jetzt Traklaver? Ich glaube, das Ding muss Traklaver. Fahrt mit dem Ding. Das kann man nämlich immer wieder nachkaufen. Die Sonderwaffe sollte man nicht fortschmeißen. Arke hält Narrenstab. Sehr geil. Was macht das Ding? Das hat 5 mehr. Erhöht geringfügig die Abwehr. Das können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier Shenny Waff uns abgegriffen, obwohl das Gebiet eigentlich keine Waffengewalt gebrauchen kann. Aber egal, wir können noch Burg Drachenfels auch nur einziges Mal. Das heißt, das Ding war eine absolut optionale und sehr limitierte Waffe. Im nächsten Dungeon können wir es aber auf jeden Fall dann wieder gebrauchen. So, das war das in der Gegend. Ach ja, Burg Drachenfels lohnt sich definitiv. Autsch, ich wollte eigentlich die Treppe hochrennen, aber naja, knapp daneben und so. Gut, dann haben wir hier alles. Moment, hier müssen wir gleich springen. Wie gesagt, ich freue mich, wer solche Kletterpassagen in Schlösser einbaut. Und da gibt es auch nochmal 200 Taler. Also insgesamt 500 Taler abgejuckst. Das wäre es dann hier in dem Gebiet. Und da können wir nochmal einen Hupser machen. Und jetzt geht's ab in die Mitte von Burg Drachenfels. So. Jetzt können wir theoretisch auch in den Kerlerei rennen, das ist nicht so schlimm. Der schmeißt uns nämlich hier raus. Sodela. Hier ist das. Das wird jetzt wieder ein bisschen kompliziert. Oh, das war aber Glück gehabt. Schwein gehabt. Ja, da bin ich nämlich auch schon mal in den Hanselrei gerannt. Uah. Und jetzt kommt er, genau. In den bin ich einmal volle Wummerei gerannt. Das ist dann sehr frustrierend am Anfang. Uah. Das lief hier echt noch ganz gut. So, aber ihr liebe Leute, ich jetzt sage, an der Stelle mache ich einen Cut. Wir sehen uns morgen wieder bei Let's Play Terranigma auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee.